Yo, Hey, Sine, alles hey, klar? ja, bei dir auch. Easy, the andere live, reporting live from the city of Bern oder city of Straight Fribourg. up in Sag Bern. mal. Bern, city of Bern, Bern. okay. Der Reporter Sine, a.k.a. Reporter, a.k.a. Rapper, a.k.a. Musikschaffende Sine ist auf der Straße. In Was the läuft? streets, man. Ja, wir am Working besitzen, man. Teamtag. Okay. Ah was, am Samstag auch noch? Von einem Samstag, man. Bist total drinnen dort? Okay, Ja, okay. ja, Sehr schön. ich bin jetzt ein Free Man, man. Seit gestern habe ich meinen Abschluss, man, Fachmatura. Jetzt bin ich wieder man. Jetzt bin ich Free Man. Ah, wirklich? Okay. Ja, voll. Also ist das alles, wenn wir dort ein bisschen inspirational für die Leute da draussen, die ein bisschen akademische Inspiration wollen, so, das ist jetzt alles abgeschlossen oder weisst erst noch, ob es bestanden hast? Oder Also ich habe wie es funktioniert bestanden, das? ich habe es gestern Ah, Mittag okay. bekommen. Genau. Easy, dann könnt ihr ja da Gratulation vom Chat auch noch wahrscheinlich so, hoffentlich für die das sehen. Sehr Yeah. schön. Wie fühlt sich denn das an, wenn du so etwas abgeschlossen hast, sag ich jetzt mal, wie die Matura? Ja, das ist ein Meilenstein. Man kann sich wieder auf andere Sachen fokussieren und vor allem auch mal ein bisschen die Zukunft in Angriff nehmen. Okay. Also, das ist jetzt immer so etwas, was mich ein bisschen festgehabt hat. Jetzt kann ich mich wieder mehr auf die Musik konzentrieren. Ich finde, es ist gleich wichtig, dass man so eine Balance hat zwischen dem Job und der Musik. Weil ich finde, wenn die Kreativität im Vordergrund steht, dann ist irgendwann der Drive ein bisschen draussen, denke ich. Du musst einfach eine Balance haben. Auch wenn du Musik zu deinem Hauptding machst, brauchst du irgendein Ventil. Das ist nicht nur mehr Musik das Ventil, dann brauchst du noch ein anderes Ventil, weißt du, was ich meine? Ja, und gewisse Sachen von der, also ist es Berufsmatura, oder wie kann ich das verstehen? Sag mal schnell einfach, dass ich den Hintergrund checke. Fachmatura. Fachmatura, okay. Ich meine, Genau. gewisse Sachen von der Fachmatura, gewisse Prozesse, wie du ja gelernt hast, kann man ja vielleicht auch adaptieren oder helfen dir auch die Struktur für so künstlerische Sachen vielleicht, oder so. Ja, ich denke schon. Vor allem so, eben, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie und Pädagogik auskennt, dann lernt man sich selber ein bisschen, also analysiert sich selber. Und ich denke, das hat sicher auch Einfluss in meine Texte gehabt. Wegen dem ist so, Education ist schon nicht unwichtig für einen Wortschatz natürlich, aber auch einfach allgemein für die Selbstreflexion, denke ich. Weil Selbstreflexion ist immer mal wieder so ein Key. Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gebracht, in einem anderen One-on-One-Talk ja auch schon. Für die Leute, die das interessiert, auf meinem YouTube-Channel. So. Aber ich bin auch sehr gross mit dem Big on That, wenn es um Selbstreflexion geht. So. Aber es ist schwierig, gell, heutzutage. Wenn wir es jetzt gerade so von so Features vorher gehabt haben und mit wem willst du jetzt zusammen Musik machen und so, dort so gewisse Reflexionspalt, okay, was ist jetzt geil und was ist nicht geil künstlerisch, das stelle ich mir noch schwierig vor in eurer Generation teilweise. So. Ja, ich weiß auch nicht, man. Ich finde einfach, es sollte organisch passieren. Also, so früher zum Beispiel haben die, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Westschweiz zu sprechen kommen, früher haben die Welschen noch eher so ein bisschen Ablehnung gehabt gegen die Deutschschweiz. Aber mittlerweile checkt eben zum Beispiel auch D-Wolf oder Slimka, dass es ihnen auch etwas bringt, wenn sie mit Leuten von hier umeinander zusammen arbeiten, oder? Weil sie auch profitieren davon, weil sie, wie du vorhin erklärt hast, eine andere Ansprechgruppe haben und durch das so ihre Range vergrößern, oder? Was findest du denn du wahrscheinlicher, weil du halt die Connection hast mit Freiburg, Bern und so ein bisschen beide Sprachen siehst. Was findest du wahrscheinlicher, dass jemand aus der Westschweiz in der Deutschschweiz besser könnte laufen durch so Connection oder jemand aus der Deutschschweiz, ein Künstler oder Künstlerin, besser in der Westschweiz könnte laufen durch so Verbindungen? Ich denke auf jeden Fall, jemand aus der Westschweiz kann jetzt hier in Zürich zum Beispiel eher eine Konzertsaal füllen als jemand aus der Deutschschweiz in der Westschweiz, denke ich. Das hat man ja auch gesehen, dass wenn ein Super Wackelig irgendwo in Zürich gespielt hat, dass Leute sich kommen. Und ich denke, als Deutschschweizer ist es gleich aber noch ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, es braucht wie noch gewisse Co-Signs in der Westschweiz, dass der Deutschschweiz, also der schweizerdeutsche Rap auch wie dort akzeptiert wird. Das geht dann so an fühlen, so, denke ich mal. Okay, und wenn ich jetzt so Public Opinion mir anschaue, dass man auch, wie so gesagt hat, die Westschweiz ist sehr, sehr musikalisch unterwegs, versteht teilweise musikalische Angelegenheit besser als gewisse Deutschschweizer Newcomer oder neue Leute. So. Aber was denkst du, wieso
hast du vielleicht das Gefühl, in der Westschweiz ist das mehr so eine Einheit und man bringt sich das ein bisschen besser bei mit dem Musikalischen? Oder wieso habe ich zum Beispiel im Kopf, dass wenn ich an die Westschweiz denke, dass ich das Gefühl habe, die haben eine stärkere Musikalität als die Deutschschweiz? So. Bin das nur ich, oder? Das ist schon schwer zu sagen. Ich habe mal mit dem Ben Whale über Sport geredet und er hat auch gesagt, dass die Westschweiz im Ballen zum Beispiel immer auch sehr stark war und dass die Ostschweiz keinen Stich hatte gegen die Westschweiz. Wieso ist das dann so, zum Beispiel? Das ist zu krass. Es ist schon, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich kenne so ein bisschen eben die welsche Kultur, sage ich mal, ist gleich ein bisschen anders, als wir es in der Deutschschweiz pflegen. Das merkst du vor allem, wenn du mal wirklich an einem Ort bist, wo nur Welsche sind. Schon nur, wenn du in einen Kaffee reinläufst, es ist einfach anders, es ist eine andere Atmosphäre. Es ist gleich nicht das Gleiche halt, wie das, was wir hier zum Beispiel in Bern leben. Aber ich denke, man kann nicht pauschal jetzt einen Grund nennen für die Musikalität. Aber es ist einfach ein bisschen anders. Es sind wie zwei Kulturen. Also wir haben natürlich noch mehr, oder? Wir haben ja auch im Tessin, ist sicher auch noch mal etwas anderes, denke ich. Ja, voll. Ich denke, also das ist andere so kulte Ding, wo die Schweiz ja interessant macht. Aber es braucht vielleicht eben noch ein bisschen Zeit, dass sich die Kulturen gegenseitig unterstützen. Und ich denke, wenn das passieren würde, dann hätte die Schweiz auch viel mehr Range eigentlich, wenn alle Kulturen zusammen würden arbeiten eigentlich in der Schweiz. Ja, voll. Und eben, weil wir vorher ganz am Anfang wegen so überregionalen Geschichten und so angegangen. Du bist ja jemand, was zumindest wagt, sich ausprobieren mit überregionalen Geschichten. So. Was hast du das Gefühl, was sind dann Faktoren, die einen hemmen oder wo man Angst bekommt, das eben nicht zu machen? Weil ich bin am herausfinden, an was das dann teilweise scheitert. Wenn du jetzt sagst, als Sinne, du schreibst mit einem komplett Fremden, hast noch nie mit denen künstlerisch etwas gemacht. Was könnte jetzt jemand anders davon abhalten, wo du jetzt vielleicht einen Schritt würdest eben wagen, dort hin? Ich denke, ich denke, es ist effektiv trotzdem die Sprachgrenze, weil für jemanden, der nicht Französisch kann, ist es extrem schwierig, mit einem Welschen zusammen zu arbeiten, denke ich. Klar, man versteht sich vielleicht auf musikalischer Ebene, aber einfach die Kommunikation funktioniert einfach nicht gleich. Auch wenn du mit dem Englisch redest, du hast nie so wirklich so einen engen Kontakt zu jemandem, wenn ihr euch nicht versteht. Weißt du, was ich meine? Wegen dem jetzt, also für mich, ich verstehe die Welschen ganz anders jetzt halt, weil ich verstehe, was sie sagen, weil ich verstehe, was sie leben. Die haben anderen Slang, die haben andere Insiders. Wenn man das verstehen kann, dann ist man wie auf einer Ebene mit diesen Leuten. Oder? Und wenn man das nicht versteht, dann fehlt wie etwas Wichtiges, oder? Wo für die Kollaboration wichtig ist. Voll. Also so wirklich ein legitimes Interesse bekommt, oder? Wie wir das vorher ein bisschen gesagt haben, dass dich interessiert ja auch die Westschweizer Kultur, jetzt sage ich jetzt mal, sonst wirst du nicht mit gewissen von diesen Wählen halt auch reden, schlussendlich so, weil, und sagen wir mal jetzt aber zum mehr in die Deutschschweiz noch schauen dann, wenn du bist halt aus der Freiburg-Bern-Ecke, nicht, dass ich das so mega kategorisieren will, aber das ist halt dein Ursprung so. Siehst du dann das jetzt, dass es ihr habt ja mit der Netroom Records Operation, habt ihr auch mit einem Young M, jemand aus Zürich jetzt als Beispiel. Hast du das Gefühl, das ist jetzt einfacher heutzutage für euch neue Musikschaffende, dass ihr jetzt auch so Zürich-Bern-Connections machen könnt, die vorher nie entstanden wären? So. Ich denke schon. Also ich denke eben, Leute checken langsam. Also wenn du den Kanton gehst, bringt die halt nicht weiter, denke ich. Und wegen dem Leute checken langsam, dass es sinnvoll ist, mit Leuten aus der ganzen Schweiz zusammen zu arbeiten. Also ich muss sagen, es gibt Akzente in der Schweiz, die ich wirklich weniger fühle im Rap. Ich habe mich auch ein bisschen auf den Zürich-Akzent mich ein bisschen anfreunden. Wenn ich ehrlich bin. Nein, das ist ja ehrlich, ja. Das ist ja ehrliche Meinung. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich denke, es braucht halt auch ein bisschen Mut, oder? Und wenn du diesen Schritt mal wagst, also ich denke, du musst einfach so ein bisschen der Typ für das sein. Du musst ein bisschen das Flair dafür haben und die Motivation natürlich auch haben und ein bisschen einen Plan haben, was du genau möchtest erreichen. Was jetzt zum Beispiel ein Junge kann insofern profitieren, wenn er mit mir zusammen an ein Konzert kommt,
dass er dann halt zum Beispiel in Freiburg kann spielen kann, vor einem welschen Publikum, wo er sonst nie gespielt hat, oder? Und das ist für ihn hure wertvoll auch. Und jetzt vielleicht, für nochmal auf die Sprachgrenze, nochmal auf das zurückzukommen, ich denke, die Welschen, die haben natürlich auch ganz andere Einflüsse und Inspiration, wenn man jetzt zum Beispiel den französischen Musikmarkt betrachtet, oder? Wir in der Schweiz tendieren, also in der Deutschschweiz tendieren eher auf Amerika, Deutschland und so weiter. Es gibt natürlich schon Vereinzelte, die französische Musik hören. Aber selten, ja. Aber eher selten, oder? Und wegen dem, das ist halt wirklich das Problem vom Röstigraben, das schon seit einer Ewigkeit existiert. Und es ist auch schwierig, das zu beheben, denke ich mal. Aber wie gesagt, man muss einfach so ein bisschen das Mindset aufbauen. Wo schaust denn du, wenn jetzt aus Musikhörersicht, welches Land außerhalb von der Schweiz genießt am meisten Airtime bei dir in den Ohren, wenn du jetzt dir Sachen anhörst? Also in Europa auf jeden Fall Frankreich und Deutschland halt, ja. Okay. Aber mehr Frankreich als Deutschland jetzt zum Beispiel? Ich würde sagen, etwa gleich im Fall. Etwa gleich, okay. Etwa gleich. Ich würde mich gerne auch mit Spanien, Portugal befassen. Aber es gibt so viel gute Musik und ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen. Und kenne halt auch niemanden, der die Sprache versteht und der sich mit dem befasst, oder? Wenn ich jetzt jemanden würde kennen, der nur Spanisch redet daheim und nur spanischen Trap hört, dann wäre natürlich ein Austausch einfach. Oder dann könnte er mir sagen, ja, schau, der ist hot in Spanien und so, aber ich habe keine Ahnung, oder? Aber ich denke, Europa ist schon so ein bisschen, der Pronto hat das auch mal gesagt in einem Interview, dass Europa wie auch so etwas Gemeinsames hat, irgendwie, oder? Dass wie Europa ein ganz eigener Markt ist, und Amerika ist ein eigener Markt und so weiter, oder? Das verbindet einen natürlich auch mit anderen Ländern automatisch so ein bisschen. Genau. Ich glaube, wie du es vorher gesagt hast, auch mit dem Überregionalen und so, glaube ich halt, wir sind eher noch in dieser Phase, wo es ist schon schwierig genug, dass man sich in anderen Kantonen geht Features anschauen. Ich glaube, wir sind halt noch vor allem dort, dass man das muss machen. Aber dort bist du natürlich schon ein bisschen von den neueren Musikschaffenden, finde ich, bist du schon an vorderster Front, dass du überhaupt so etwas zulässt, wie zum Beispiel nicht nur Westschweizer Connection, sondern Zürich-Bern. Allein schon das, also Leute mögen mir das nicht glauben, weil ich sehe halt viele Releases da draussen. Und es gibt immer noch so einen rechten Kantönli-Geist, eben wie es der Sine da gesagt hat, was sehr hinderlich ist. Also irgendwo muss das dann, also nicht aufhören komplett. Verstehe, es ist dann vielleicht so wie in Amerika, dass man halt gewisse Staaten hat oder gewisse Regionen, wo halt eine stärkere Musikszene haben als andere. Aber ja, ich bin einfach ein bisschen am herausfinden jetzt, eben, wie wir jetzt ganz neue Leute, die das interessiert und uns jetzt dazu schauen bei dem Talk und so, wie die einfach können über ihre Schatten oder was es für Tricks gibt, dass die einfach sich ein bisschen mehr wagen, weißt du, andere Kantone und mit denen ein bisschen mehr featuren. So. Ich bin so ein bisschen am herausfinden, was der will. Du hast ja jetzt nichts, also ich frage jetzt auch, du hast ja jetzt nichts dagegen, also wenn jetzt, sagen wir, jemand Neues kommt auf dich zu, so, oder? Wo mit dir sounden wird, dann gehst du wahrscheinlich auch so deinen Check machen vielleicht, oder gehst du anschauen, okay, was ist für dich einer von den Argumenten, die dafür sprechen würde nachher, dass man etwas vielleicht mal eine Connection aufbaut zu dieser Person? Ist es gerade, man will schauen, wie es im Studio ist mit dieser Person, ob man sich versteht, oder reicht schon, wenn du das Gefühl hast, die Person hat wirklich geile Musik, so zuerst mal, um eine Connection aufbauen, so. Es kommt natürlich ganz drauf an, also ich schaue einfach immer drauf, ob jemand ein Charakter ist, weil ich finde, das ist das Wichtigste und ich denke so, wenn ich einen Künstler ein bisschen checke, dann merke ich relativ schnell, ob der authentisch ist, oder? Ich finde, das ist etwas, was ihm sehr schnell ins Auge sticht. Und ich schaue sehr auf das. Und, also ich bin jetzt nicht einer, der einfach da sagt, ja komm, wir machen ein Feature und schicken einen Song hin und her. Das kann schon mal vorkommen. Zum Beispiel jetzt gerade bin ich mit Leuten in Deutschland ein bisschen am Connecten. Und da ich im Moment nicht auf Deutschland gehen kann, probiere ich einfach sonst in Kontakt zu bleiben mit diesen Leuten, oder? Wegen dem plane ich halt einfach Studio-Sessions. Aber wie gesagt, ich schaue einfach auf das ganze Künstlerbild, dass es einfach authentisch und einzigartig ist. Und wenn ich mir es vorstellen kann, dann
schlage ich mal vor, dass man sich mal trifft im Studio oder dass man mal Skizzen hin und her schickt, damit man das mal ein bisschen analysieren kann, oder? Und da hast du ja auch ein gewisses Urvertrauen, oder? Dass ja nicht, also weil viele, was ich dann manchmal höre, aber eher aus der Produzent- oder Beatmaker-Szene ist ja dann, ja, nein, weißt du, aber ich will nicht schicken, weil ich habe nachher Angst, dass sie so Skizzen klauen Ja, und so. nein, das ist Bullshit, Mann. Das interessiert keinen, Mann. Das interessiert wirklich keinen. Auch so mit Leaks und so, weißt du. So. Das gibt es noch gar nicht in der Schweiz, weißt du. Die Leute sind zu wenig interessiert an dem. Und ich denke jetzt noch mal, um auf den Kantonligeist zu sprechen zu kommen, ich habe gemerkt, die Leute, die eben ausserkantonal sind für mich, also nicht von hier, wo ich bin, die nehmen es einmal aber nicht mehr mega übel. Die nehmen es eben übel, wenn man sie dann nicht pusht, weil sie gepusht haben, oder? So, Leute erwarten das extrem in der Schweiz, dass wenn sie die posten, dass du sie dann auch postest, oder? Und ich finde, das hält sehr viel auch ein bisschen zurück. Also klar, es ist auch wichtig, dass man die Kultur vorantreibt und sich gegenseitig postet und so weiter. Aber ich denke, Leute legen noch viel zu viel Wert auf solche Kleinigkeiten, die gar nicht relevant sind am Schluss des Tages, denke ich. Absolut, absolut, weil so wie so Angst besteht, dass beim nächsten Mal, hey, wieso sharest du es jetzt denn nicht? Du hast es das letzte Mal geshared und hey, aber ich habe dich geshared, share mich zurück. Das muss auch ein bisschen zurückgeleitet werden. Ich meine, im Idealfall, ich kann das verstehen aus einem Business, Industriegedanken, oder auch aus einem künstlerischen Aspekt. Im Idealfall solltest du das sharen, was du wirklich geil findest, was du wirklich wahrhaftig geil findest. So. Genau, der Ansatz bin ich auch. Und ich hatte sogar schon gehabt, dass Produzenten mich irgendwie deabonniert haben, weil sie haben mir mal Beats geschickt und ich habe vielleicht nichts drauf gemacht oder bin einfach noch nicht dazugekommen. Und dass die dann wie mäßig waren und so, weißt du, wie das Gefühl gehabt, hey, what the fuck, er appreciated gar nicht, er macht gar nichts drauf und so, was für ein Wichser. Und dann haben sie mich echt deabonniert. Solche Storys, ich denke, das ist doch ein Problem von den Social Media, die wir haben. Leute, es gibt nur viel Missverständnis, Leute schauen eben auf so kleine Sachen, folgt mir nicht, liked meine Sachen, kommentiert meine Sachen. Und das sind so Sachen, die so bekämpfen sich nur gegenseitig, denke ich. Und das muss ein bisschen zurückschrauben irgendwie. Absolut. Das viel wahrhaftiger machen und einfach ehrlicher sozusagen. Und also weißt du, wenn es so ist, dass die dich nachher entfolgen, aber das gilt auch für alle anderen, das sind schlussendlich, wenn es halt nicht auf natürlicher Basis willst machen, dann verratet das einen ja schon, nachher schlussendlich. Dann weisst ja schon, what's up. So, dann musst du halt nicht mit denen, muss man nicht, aber ich verstehe das Beispiel. Das Beispiel haben da ganz, ganz viele andere Leute und vielleicht muss man einfach zurückgehen zu dem. Also ich habe nichts dagegen, wenn Künstler und Künstlerinnen, das ist jetzt, lasst euch das vielleicht von jemandem sagen, der in der Industrie schafft. Ich glaube nicht, dass es das mehr braucht, dass man, also wenn ich davon rede, mit dem Sinne oder mit anderen Leuten, hey, sharet euch gegenseitig, auch überregional, meine ich nicht damit, blind sharen, einfach wegen einem Gefallen. Man sollte es nie wegen einem Favor machen. Meiner Meinung nach. Also, also man kann, also beim Sinne verstehe ich jetzt, er shared oder sie shared sich in dieser Netroom-Operation. Weil das ist für mich eine Business-Entity-Operation, wo du, wenn du zu Netroom jetzt zum Beispiel gehörst, dann shared man sich halt dort, weil man tut sich auch gegenseitig unterstützen. Das finde ich ist etwas anderes. Das ist halt wie so eine Firmenoperation, blöd gesagt für mich, oder? Verstehst du ein bisschen Sinne, was ich meine? Und genau, ja. Sonst ist es, ich habe nichts dagegen, als Konsument auch, oder als Musikfan, dass man sich nur sharen, wenn du das auch tatsächlich geil findest, so. Fertig. Keine andere, oder wenn man jetzt sagt, okay, easy, vielleicht, findet man einfach den Künstler dahinter oder den Mindset, wie das der Sinne vorher gesagt hat, findest du den Mindset geil, so, weißt, und fühlst es wegen dem. Es gibt auch ganz viele da draussen, die wahrscheinlich einfach Musik sharen, von Leuten, die sie einfach den Künstler-Spirit dahinter geil finden, aber vielleicht die Musik nicht jeden Tag hören, aber sagen, okay, ich finde die Persönlichkeit, den Charakter, wie du es gesagt hast, finde ich geil von dieser Person und darum tun ich es wegen dem abfeiern. Genau, ja, genau. Ja, aber ich denke, eben das mit dem Deabonnieren und Abonnieren, also mir ist das ja scheißegal, aber ich denke, das ist so etwas, wo vor allem dann passiert, wenn man sich nicht persönlich kennt, denke ich mal. Ich denke so,
es ist echt wichtig, dass man sich lernt kennen, finde ich, und dass es eben natürlich und organisch passiert. Weil sonst ist es extrem verfälscht, oder? Man bekommt ein falsches Bild von diesem Menschen. Und wegen dem finde ich auch, wenn man immer das Mindset hat, dass man jemanden zuerst lernt kennen und sich selber ein Bild macht, bevor man irgendjemanden judgt für irgendetwas, was er auf den Social Media gesehen hat, weil das ist es verfälscht nicht das ganze Bild irgendwie halt. Absolut, absolut. Und das könnte sich, ich finde das ein guter Gedanke, wo man sich sicher auch ans Herz legen kann, dass es so, ich glaube, man kann nie so ganz ohne die Verfälschung leben, weil das macht Social Media einfach automatisch so, das ist halt so. Und auch, es ist auch fair, wenn jetzt du mit dem spielst, sage ich mal zum Beispiel als Cine-Künstlerfigur, so, das ist auch völlig fair, so, weil für das ist auch Social Media da, aber ja, das Followen, Entfollowen oder Follow mich, wenn ich followe dich nur, wenn du mich zurückfollowst und so, das ist so ein 2005-Gedanke, der auch wirklich langsam aber sicher muss aufhören, so, weil so kommt die Songqualität, weil wir es ja vielmal auch von Songqualität haben weil das schlägt sich auf die Songqualität natürlich nieder. Da hast du vielleicht sicher auch schon Situationen gehabt. Was ich oftmals gesehen ist eben, dass man halt nachher das Follow for Follow, wenn sich Leute fragen, das passiert nachher auch im Studio, wenn nachher der andere sagt, ja, findest du die Songidee wack? Und in so einem Moment, weil du eben das Abo willst behalten, wie das der Sinn erklärt hat, wenn du in so einem Moment nachher sagst, zu einem Schrottsong oder zu einer Schrottidee, ja, nein, das ist geil, weil du Angst hast, dass das nachher einen Knacks gibt, dann ist das auch nicht Fortschritt für die Musikqualität von der Schweiz, so. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Aber ja, ich sage mal, für den Moment ist es das gewesen, ich sehe, wir lassen dich jetzt da langsam gehen auf den Cola-Podcast rein, weil du hast sicher auch noch anders zu. Du willst jetzt langsam im Feierabend sicher mal und dann, hört man sich, sehr bald vielleicht einmal wieder. Aber danke, dass du schnell eingeschaltet hast, Sine. Auf jeden Fall, Paul, auf jeden Fall das Mindset davon, sich selber ein Bild zu machen. Stay humble, weil Realness gewinnt immer, Mann. Voll. Sehr schön. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis gleich, danke, mach's gut. Ciao. So, das ist jetzt eigentlich der perfekte Schlusssatz gewesen vom Sinne, den ihr da gesehen habt, auf dem Cola-Podcast. Für die jetzt da noch Input haben, könnt sehr gerne noch Input bringen. Ich hoffe, man hat ein bisschen verstanden, von was wir da geredet haben. Ohne, dass es jetzt mega in das it's all about the mindset geht. So, es gibt natürlich auch viele andere Sachen, die dort auch eine Rolle spielen. So, aber ich finde das schon mal gut, was da alles spontan gesagt worden ist. Gibt's noch etwas, liebe Leute? Weil sonst würde ich sagen, ist das für heute gewesen, wie dem Collab-Podcast. Für die das verpasst haben oder das nachträglich sehen, wird es natürlich dann auch auf dem YouTube-Channel geben. Als Upload. Für die den YouTube-Channel noch nie sich angeschaut haben, da gibt's ganz viel Musik-Business-Informationen oder Gespräche mit Musikschaffenden oder kreative Leute, die da irgendwie in der Schweiz tätig sind. Unter anderem wie auch der Sine, gibt's auch schon ein One-on-One dort. Von dem her könnt ihr euch das gerne auch dort anschauen. Und ich sehe da jetzt sonst niemand mehr im Chat, der da irgendetwas sagt. Von dem her würde ich sagen, ich verabschiede mich mal für heute. Und das war bei dieser Folge vom Cola Podcast. Tschüss dann.